Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Anja Mag aus Weissachen im Kanton Bern. Aus dem luzernischen Rohrmatt die Monika Kurmann-Emmenegger. Aus Seis im Kanton Aargau Daniela Huwiler. Von Balterswil im Thurgau Helen Imhof. Aus Kägiswil im Kanton Obwalden Lydia Barmettler. Von Unterägeri im Kanton Zug Katrin Itten. Und aus dem schweizerischen Rickenbach Eliane Schürpf. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Es ist der Vormittag vom Landfrauenessen zu Kägiswil im Kanton Obwalden. Lydia Barmettler und ihre Kochhilfe Heidi Blättler legen in der Küche los. Ist gut. Brauchst du noch Schnaps, oder? Du einen brauchst immer einen, ne? Schon, hä? Zum Wohl. Hey. Kommt gut, oder? Die anderen 6 Landfrauen sind auch schon unterwegs zum Hof von der Lydia. Ich habe mega gerne die Gegend mit den Bergen. Das ist die Schweiz. Mega. Die Landfrauen rätseln, was auch heute auf das Teller kommt. Ich würde mich freuen heute auf ein Salatli. Das haben wir jetzt noch nie gehabt. Ja, Frühlingssalat. Und da ist ja so ein bisschen ein mildes Klima. Also ich denke, da hat sie vielleicht schon etwas selber im Garten. Ich denke, es wird schon etwas mit der Blume oder halt auch sehr schon ein aus dem Garten etwas, gell? Ja. Richtig, alles direkt aus dem Garten auf den Tisch. Dank dem milden Klima zu Kägiswil ist der Garten nachher. Der Lauch kommt in den Hauptgang, die Rande in die Vorspeise. Für heute Abend möchte ich alle Produkte, die vom Garten sind, wirklich gerade frisch bringen. Auf den Tisch. Ich habe das Gefühl, das schmeckt mir einfach noch. Und die Erdbeere kommen ins Dessert. Dafür macht sie als erstes einen Mürbteig, weil der muss noch in den Ofen. Also man darf ja sehen, dass es handmade ist. He? Ich denke es. Es ist ein ganz interessantes Dessert mit Siri und CSC und vor allem mit dem Mürbeteig. Und dann haben wir noch den Meringue drauf. Ja, es ist ein Dessert, das sehr gut ankommt. Und jetzt gerade passend im Frühling. Ist das gut, he? Meint es? Am Sarnersee vorbei. Und schon geht's los mit dem 5. Zusammentreffen der Landfrauen. Sind wir gut gerecht? Ja, grüezi. Bist du locker? Ist gut? Ja, liebe Freunde, ich begrüße dich ganz herzlich bei uns hier in Nieheim. Schön, dass Sie bei uns. Ich stelle euch gerade meine Familie vor. Das ist mein Mann, der Lukas. Hallo zusammen. Unser Junior, der Luca. Meine Schwiegermutter, das Vreni. Mein Schwiegervater, der Gleis. Mein Götti, der Peter. Er ist Zähnemose, eine grosse Seele. Und noch Heidi, meine Küchenhilfe. Hallo zusammen. Ja, kommen wir zu suchen. Nehmen wir gerade ein bisschen Apero. Es gibt Weisswein aus dem Wallis mit frischen Beeren und ein Fleischkäseblättchen. Schön sind ihr da. Zum Wohl. Es ist Montagnachmittag auf dem Hof Neuheim. Ist gut? Ja. Also, wer will das Harassli nehmen? Das Kistchen. Da haben wir Tulpen drin. Alles dran lassen. Das muss ich zuerst mal wieder kräftig Zwiebeln rein. Die einzige Bauernhofspielgruppe im ganzen Kanton Obwalden gibt es bei der Lydia. Ja, ich denke, wenn die Eltern halt so berufstätig sind, dass wir Kinder viele Sachen als so nicht mehr mitbekommen. Und wir können ihnen wirklich halt zeigen, was
euch selbstversorgt ist oder wenn man euch wirklich etwas pflanzt, dass das noch wächst und blüht und kann geerntet werden. Und das ist wirklich, ja, je nachdem erlebt man das nicht mehr jedes Kind so fest mit, wie wir sie jetzt zeigen. Nein, oh, du hast einen dicken. Ich kann schon Menschen aber mit der Hand. Wenn ihr schaut, dass die Erde drinnen bleibt. 14 Kinder kommen 2-mal in der Woche auf den Hof zum Spielen und Tiere und die Natur zu erleben. Mir geht es wirklich darum, dass die Kinder den Kreislauf kennen. Jetzt wie da, wo wir letztes Jahr in Ostern das Thema vom Ei zum Ei gemacht haben. Wir haben Eier kommen und haben sie ausgebrütet. Und können wirklich beobachten, nach 10 Tagen, wie es drinnen leben. Wir können sehen, während der Spielgruppe, wie die Bibeli geschlüpft sind. Und wirklich nach einer gewissen Zeit selber verlegen haben. Und das ist natürlich jetzt genial, weil wir mit den Kindern das wirklich so zeigen können. Willst du in uns tun? Unser Eikörbchen. Lydia will den Kindern vermitteln, was es heisst, sich um Tiere zu kümmern. Sie dürfen wirklich gut genug miterleben, selber Heimwohnen geben, Gras geben. Aber auch bei uns zu sehen, dass wir immer aufnehmen und wir müssen täglich zu diesen Tieren schauen, umsorgen. Und das ist mir wichtig, den Kindern das zu zeigen. Diese Spieler haben Sand und wir winken mit der Hand. Diese Spieler ist vorbei. Tschüss, zusammen, schöne Woche. Die Nacht macht Lydia zusammen mit ihrem Sohn, einem 8-jährigen Luca. Er soll jetzt schon etwas lernen in der Küche. Ja, ich finde es noch wichtig, dass sie integrierst in dem, wenn es nur kleine Aufgaben sind, wie ein Spiegelei machen oder ein Toast Hawaii oder eine Suppe. So ein bisschen Step by Step drin hineinkommen. Ja, wenn sie dann mal allein wohnen oder ausziehen, dass sie wenigstens etwas Kleines selber machen können. Ist gut. Bis er auszieht, geht es ja noch eine Weile. Aber der Luca hat schon ein paar Rezepte im Köcher. Spiegelei, Suppe und ja, nicht mehr viel. Mal, jetzt machst du den Rest. Jetzt weißt du schon, wie ein Rest wieder kommt. Ja. Kuchen backen können wir auch zwischendurch zusammen, gell? Ja. Und der Luca entwirft schon seine eigenen Menü. Ich mache ein Smiley-Ei und wir machen aus 2 Eier und dann tun wir es wie Eigen hin und dann halbe Tomaten und dann noch Schnittchen. Und dann können wir es eigentlich schon essen. Luca, sein Smiley-Ei. Ja. Yeah. Grüezi. So, haben wir es Nacht gemacht? Ja. Was gibt es feines, Luca? Resti und ein Smiley-Ei für dich. Hast du Smiley-Ei gemacht? Super. Zusammenessen ist mir eigentlich oder uns allen sehr wichtig. Da können wir zusammen, können uns ein bisschen austauschen. Weil zum Morgen die Zeit 2 meistens nehmen, weil ich später komme. Und ja, es ist mir wichtig, dass man es am Mittag sieht. Und dann kann der Luca ein bisschen von der Schule erzählen. Ja, wir dann dieses Tagesprogramm durchgehen. Ja, am Abend ist es halt schön, wenn man einander erzählen kann, was man so gemacht hat. Lydia kommt aus Enetmoos im Kanton Nidwalden und hat vor 10 Jahren den Obwaldner Lukas geheiratet. Wie haben die Daddy und Mama sich kennengelernt? An der Fee einmal haben die ich gesehen, glaube ich. Oder? Ja. Und glaube sind wir am Abend in den Park gegangen. Ja. Und dann ja, irgendwie so. Ja, es ist so, wir haben uns ein bisschen bei diesen urchigen Fest kennengelernt. Und
Dazumal an einem Anlass war der Lukas hinter der Bar und ich vor der Bar. Dann hat plötzlich jetzt einen Klick gemacht. Ja. Ja, und schön ist, wir haben uns wirklich am Ort kennengelernt, eben der Feeschai, wo uns jetzt eigentlich die 10 Jahre oder einfach die ganze Zeit immer wieder begleitet. Und du gehst eigentlich alle Jahre an das Ort wieder, sei es mit dem Fee oder am Abend an den Fets und so. Und ja, es ist eigentlich immer ein bisschen präsent, oder? Und das, ja, es ist schön, ja. Am Abend gibt Lydia ihren Kolleginnen vom Obwaldner Landfrauenverband einen Milchkannenkurs. Genug trocken und gewachsen haben wir sie jetzt. Kannst du den Weissanstrich machen? Ich bin ja selber bei den Landfrauen dabei. Ich bin da Ortsvertreterin und im Kurswesen tätig. Das heisst, im Kurswesen wir Ideen zusammentragen, was man durch das Jahr machen kann. Und unter anderem ist die Idee gekommen, man könnte die Milchkannen wieder aufleben. Meistens stand es jetzt etwa im Estrich oder im Keller, weil so viele Milchtanks gekommen sind. Und so kann man doch die wieder wirklich feiern und im Eingang ein bisschen schönen Hingucker machen. Die Sache ist das, aber das haben wir Frauen zum Glück. Sehr meditativ vor allem. Und Frauen können reden und arbeiten. Jetzt sind die Männer schon ein bisschen überfordert. Der Kurs kommt gut an bei den Landfrauen. Ich habe das Sujet gewählt, weil das perfekt zu unserer Familie passt. Das verbindet alle unsere Hobbys. Mein Mann hat früher gebauert, darum haben wir Fee drauf. Wir gehen gerne ins Berg, darum die vielen verschiedenen Berge. Hier hinten haben wir noch ein Wildtier drauf. Und meine Tochter und ich, wir reiten, darum noch das Ross. Also wirklich das perfekte Sujet für alle unsere Hobbys. Wir haben hier noch einen Holzsackel rein, dass wir nicht die ganze Kanne mit Herd füllen müssen. Dann hat es das Innenleben drin, womit du jetzt mit dem Herd kannst auffüllen kannst. Ja. Und dann darfst du es abpflanzen, wie es dir gefällt. Gut. Dann habe ich noch. Mir gefällt das Kreative. Ich bin die handwerklich, also mit Nähen und so. Das ist gar nicht mein Ding. Lieber eine Sage und ein Hammer oder etwas so, wo man noch als Endergebnis sieht. Und wenn man natürlich anderen Leuten noch mit dem noch frei machen kann, ist es umso schöner. Gefällt es dir? Ja, gefällt mir sehr gut. Schön. Dann wünsche ich dir viel Freude damit. Ja, danke vielmals. Tagwach am 6 Uhr am Morgen. Lydia geht auf die Runde zu den Kleintieren. Grüezi. Ist Rovi. Am Morgen habe ich die Ruhe so gerne, wenn es noch ruhig ist. Es ist frische Luft. Ja, man kann gemütliche Tage starten. Schildkröte, der Bruce, ist schon seit 15 Jahren an der Seite von Lydia. Ich habe den Bruce schon wirklich sehr lange, also seit ich daheim ausgezogen bin. Das ist mein treuer Begleiter all die Jahre. Der Bruce hatte einen Mähunfall, ist ins Mähwerk hineingekommen und in den Ladewagen. Er hat sich eigentlich am Bein verletzt. Ja, ich habe einen Panzer und vorne noch ganz leicht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich noch einschläfern muss. Aber der Tierarzt hat gemeint, ich kriege Flicken. Und jetzt haben wir ihn noch. Immer treu an ihrer Seite ist Amy, ein Appenzauer Seelenhund. Ich weiss
keine, das sind so Seelenverwandte. Zwischendurch, wenn es dir nicht gut geht, sie sind da, sie spüren das. Ja, ich bin mit dem Move aufgewachsen. Schon als kleines Kind haben wir ihn einen gehabt. Ich könnte wirklich nicht sein ohne. Siebni am Morgen. Zeit fürs Morgenessen mit dem Luca. Hast du gut geschlafen? Der Luca geht in der Primarschule in Kägiswil in die 2. Klasse. Das Nini, wenn wir noch packen, was willst du heute mitnehmen? Äpfel. Wenn der Lukas später dazukommt, finde ich es noch wichtig, dass wir zwei gerade den Moment noch haben. Vielleicht sind noch Fragen offen oder einfach das miteinander gerade noch haben. Der Morgen ist wirklich gerade der Moment, wo man sich die Zeit noch nehmen kann. Tschüss zusammen. Viel Spass. Es ist herzig, wenn er abgeholt wird, am Morgen wieder auf den Schulweg zu gehen. Mit seinem Gespendli zusammen. Finde ich noch schön und aber auch wichtig. Sie sollen das lernen, dass sie einen Moment nicht laufen und nicht in die Schule chauffiert werden. Und auch auf diesem Weg haben sie lustige Begegnungen oder Gespräche, die sie miteinander machen können. Der Weg in die Schule geht gute 10 Minuten. Schildkröte, der Bruce, hat etwas länger. Lydia und Lukas wohnen auf dem Pachtbetrieb in Kägiswil im Kanton Obwalden. Sie betreiben aber auch noch einen zweiten Hof im Kanton Nidwalden, wo Lydia ist aufgewachsen. Und dort fahren sie jetzt her. Ich gehe sehr gerne durch. Es ist wirklich ein bisschen Abwechslung. Es ist eigentlich ist ein totaler Gegensatz zu diesem Betrieb. Es ist relativ stutzig. Und einfach, ja, es ist für mich wirklich ein Abschalten, wenn ich dort durchkomme. Es ist ein Bergbetrieb in Enetmoos, gerade unterhalb vom Stanzerhorn. Also wir gehen gerne auf einen Moos durch. Es ist immer so ein Tapetenwechsel, mal ein bisschen Ausklinken vom eigenen Alltag. Und es sind auch ganz andere Bedingungen dann zum Arbeiten. Also wir sind dort in der Bergzone 2, wo es viel mehr an Handarbeit gibt, als hier, wo wir in Kägiswil mit den Maschinen fahren können. Über die Sommermonate grasen die Jungvieh in Nidwalden hin. Lydia und Lukas gehen regelmässig den Tieren schauen. Beim Arbeiten in diesen Hängen hat Lydia schon als Kind ihre Leidenschaft für das Jodeln entdeckt. So war es auch früher. Beim Arbeiten haben sie ja die Naturjuiz gesungen, die traditionellen, eben eventuell Melodie übergejuizt zum Nachbar und dann sind wieder Echo durchgekommen. Und der, den ich jetzt auch von Juiz habe, ist auch ein traditioneller Naturjuiz. Vor 10 Jahren haben sie den Hof von Lydias Familie übernehmen. Der Vater wohnt immer noch dort. Es ist wirklich schön. Es ist das eigene Zuhause. Das kann dir niemand mehr nehmen. Oder uns niemand mehr nehmen. Es ist schön, wenn du weißt, das ist dein Zuhause. Schön hin oder her. Der Obwaldner bringt man nicht auf Nidwalden. Es ist schon schön, ja, da hast du recht. Aber es ist schön. Aber mein Herz schlägt Kägiswil. Mein Herz schlägt von beiden Orten. Es gefällt mir so bald, es gefällt mir auch hier. Ich sage jetzt mal, wenn wir hier würden, nur diesen Betrieb bewirtschaften, wäre es wie nicht mehr rentabel heutzutage. Zumal, wo wir noch gebaut haben, hat das noch gelangt. Jetzt wird es nicht mehr länger.
Zurück auf Obwalden. Am Abend hat Lydia zu Lungern einmal in der Woche Probe mit dem Jodlerclub Bergsee. Genau. Ich bin mit dem aufgewachsen, das ist einfach eine Bereicherung. Also, was soll ich sagen, das sind Emotionen dahinter. Das sind, wenn es dir gut geht, tust du Freude juizen, und wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, tust du juizen, die Trauer zu verarbeiten. Und es gibt Lieder, die den Text widerspiegeln, oder es gibt Naturjuiz, wo du gut spürst, das ist etwas Freudiges dahinter oder etwas Emotionales oder Trauriges. Wir steigen noch ein mit dem Einstieg und dann beim zweiten Teil daran denken, dass wir leislich sind. Die Jodlerinnen fangen ja an zu ziehen mit dieser Schwellung, dass wir an schaffen und dann wieder zurückgehen. Ihr merkt es ja, wenn ich an zu ziehen. Die 25 Jodlerinnen und Jodler proben einen Naturjutz für ein Jodlerfest. Das erste mit der Lydia als Vorjodlerin und Dirigentin. Die anspruchsvolle Ausbildung zur Dirigentin geht 2,5 Jahre und war zuerst gar nicht ihr Plan. Das hat sich eigentlich spontan ergeben. Ich wollte nicht Dirigentin werden. Das war nie die Absicht. Ich habe mich angemeldet für einen Notenlesekurs. Also ich einfach mal selber Noten lesen, falls ich für mich das Lied einstudieren wollte. Es waren so viele dabei von Ob- und Nidwald und wir haben sich gegenseitig angespannt und das Gefühl, ja, dann machen wir weiter. Und ja, so ist es eigentlich mit dem anderen gekommen, mit der Aufnahmeprüfung bestanden, all die Zwischenprüfungen und jetzt das Diplom entgegennehmen. Aufs Jodlerfest hinein und schauen, was wir schön auskochen, die Einsätze sauber haben. Dann kommt das gut. Danke vielmals. Ja, das klingt gut. Es ist für mich jetzt gerade eine Herausforderung, weil das erste Jodlerfest ansteht. Man hat noch keine Erfahrungen. Der Druck ist ein bisschen da, aber wir probieren das Beste daraus zu machen. Ja. Es ist der letzte Tag vor dem Landfrauenessen. Es ist Sonntag und gerade noch Muttertag. Lydia ist gelehrte Floristin und bindet Blumensträusse für ihren Hofladen. Der Lukas kann es ein bisschen ruhiger nehmen. Und auch der Luca ist am Fullenzen. Nur die Mami ist im Keller am Arbeiten. Für mich ist der Muttertag ein Tag, wo man der eigenen Mutter Danke sagen darf für das, was sie alles einem zu lieb gemacht hat. Der Muttertag ist für mich eigentlich ein anderer Tag auch. Also wir den nicht gross zelebrieren eigentlich, weil seitdem wir sein Hofladen haben, hat immer viel zu tun, entweder davor oder sicher an diesem Tag. Und ja, wir genießen es lieber zusammen mit der Familie, wenn wir sonst eine ruhige Minute haben. Am Muttertag holt Lydia immer wieder ein. Sie hat gerne mehr als ein Kind. Der Kinderwunsch lässt sie nicht los. Wenn es noch Kies gibt, hätte ich mir gerne noch ein zweites. Leider ist es momentan noch nicht so, aus welchen Gründen auch immer. Aber die Hoffnung haben wir nicht aufgegeben. Und wer weiß? Es gibt Momente, wo es der Ringer geht, mit dieser Situation umzugehen, dass er allein ist. Und es gibt Momente, wo es dir wehtut. Ja. Es
Es gibt Tage, wo es dir dringender geht, über das zu reden oder was du besser annehmen kannst. Es gibt Tage, wo es dich brutal einhält. Weil ja, es sieht niemand in dich hinein. Oder warum ist es so, dass er allein ist? Ja. Da draußen in der großen, weiten Welt so ganz allein. Es ist noch schwierig, über das zu diskutieren. Ja, mir ist etwa schon die angesprochen worden, ist das ein Einzelkind oder ja. Momentan ist es jetzt halt einfach so und wir einfach Freude haben wir den Luca und ja. Wir übergeben das. Ja, weiters. Abgeschlossen ist es noch nicht und es ist für alle ein grosser Wunsch, also für den Luca. Für ihn ist es eigentlich ganz klar, dass er nicht allein sein will und sich nicht wünscht. Ja. Mal schauen. Manchmal, wenn ein Kind ist immer die Erwartung um ein zweites, drittes. Ja, es ist halt nicht so. Das muss man akzeptieren. Oder ja, wenn es dann wirklich so ist. Aber ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und, ja. Tada! Jetzt wird der Essraum für die Landfrauen parat gemacht. Ich erhoffe mir mit dem Bild, dass die Frauen das Gefühl haben, dass sie noch vor einer Alphütte hocken, bei uns zu Obwalden und über unsere schöne Bergwelt schauen können. Das ganze Ding an Holzrahmen. Ja. Nachsuchentrick. Aber von Sockel. Ja, von Sockel. Und dieses ausreicht. Ein bisschen eine Bindung am Rahmen. Ja. Wir sind eigentlich hier auf der Höhe von der Fluenalp und können so ganz schön auf Obwalden abschauen. Man sieht sogar noch ein bisschen auf Nidwalden rein und auf den Vierwaldstättersee. Das Schönste an diesem Bild, die Sicht auf Nidwalden? Nein, mir gefällt es wirklich an beiden Orten sehr. Aber den Huisberg, den brauche ich immer. Ich würde nicht weiter wegziegeln. Also mir ist das wichtig, dass ich das Stranzerhorn noch sehe. Die Bergwelt nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren erleben. Mit einem Soundeffekt aus der Schublade. Ich habe hier eine kleine Überraschung vorbereitet, in der Hoffnung, wenn ihr da unser Gewunderfiedel die Schublade auftut und mit dem Sensor das Glockenglied auslöst, dass man das Feeling bekommt, dass man wirklich hier vor einer Alphütte hockt. Welches Gewunderviertel macht echt diese Schubladen auf? Es ist aber nicht die einzige Überraschung. Ich will ja nicht so gerne Schoki. Es ist ja, sobald irgendwo nur Schoki rumliegt, schiesst sie von uns weg und geht die Schoki holen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich denke ihr doch hier eine Überraschung drin. Wie jeden Tag wartet am Abend noch Arbeit im Stall auf Lydia. Die eigene Zucht zu haben, ist wunderschön. Wenn du noch auf der Weide unten noch siehst, grasen, oder wenn du im Stall rein, wie jetzt, alle an einem Riemen siehst und darfst sagen, hey, es ist unsere Zucht. Sprich, der Lukas hat das so gut angebracht, ist das ein wunderschönes Gefühl. Also 34 Brown Swiss Kühe sind der Stolz von Barmettlers und gewisse fallen besonders auf. Also wir haben schon in den Herden Kühe, die dominant sind oder einfach den Takt angeben.
Das haben wir schon. Oder eben Rettung aus Fällen, ich kann selber auftun, haben wir auch. Darum haben wir es auch angebunden. Sie weiss, es ist so ein Häckchen, das da auch an Orten wird, die anderen wegjagen und etwa das beste Futter nehmen, das die anderen nicht mehr haben. Morgen ist sie dann ausnahmsweise nicht im Stall. Dann verwöhnt sie die Landfrauen. Tippschali nervös vielleicht, ja. Das Essen gleich ansteht und die letzten Vorbereitungen, die zu machen sind. Feinschliffen, nochmal drüber schauen, ob man alles hat. Ja. Und etwa einmal ins Bett, dass wir morgen länger aufbleiben. Lydia hat den Essraum für die Landfrauen so gestaltet, dass man das Gefühl hat, man sei auf einer Alphütte. Wow! Nein, ja. Hey, das ist schön. Ja. Die Holzbeige. Ja. Der Raum allgemein hat mich umgehauen. Mit der ganzen Deko, also es war extrem stimmig. Mit diesen Kühen, mit denen einfach so ein bisschen das Alp-Feeling. Kaum abgehockt sind die Gewundervödlis schon am Werk. Oh, schau jetzt. Oh nein, schau jetzt. Bist du ein Gewundervödli? Wo ist das bei dir denn? Ein Sockerglied, ja. Nein, da gibt Oh, es jetzt hat es abgestellt. Tu noch eins, genau. Jetzt tut er wieder. So schön. Und die nicht? Nein. Mal Schön, dass es dich gibt. Ja, also das ist auch schön. Ja. Und ein bisschen Heu. Es war eine totale Überraschung. Es hat schöne so Blättchen, wo etwas drauf gestanden ist. Und bei der Elia hatte es Schoki drin. Also das war zum Geissen, wirklich. Hallo. Hallo, Freie. Hallo. Ich komme mich gerne das Menü vorstellen. Ich habe euch als Vorspeise einen Frühlingsgruß. Dann gibt es ein Kalbsfiletschnitzel mit Leuch, Äpfel und Kernser Edelpilz, an einer Sauerrahmsauce, geschichtet mit einem Schiffelerbrot und überbacken mit einem feinen Obwaldner Bergkäse. Zum Abschluss gibt es Rhabarber-Erdbeerkuchen auf dem Mürbeteig mit einer Merenghäube. Wow. Ja, dann wünsche ich euch ganz guten und geniessen es. Danke vielmals. Die Kochhilfe, Heidi, ist eine gute Kollegin und vor allem mental wichtig für Lydia. Mit Herzblut geht es an die Vorspeise. Meine Stärke ist, ich beruhige Lydia. Nicht? Mal. Jetzt mache ich eine grosse Schüssel parat, dass wir noch... Der selber gemachte Frischkäse wird in ein Cornet aus Blätterteig gefüllt. Nur der Blätterteig ist nicht selber gemacht. Die Idee ist, zu symbolisieren, dass wir in Obwalden sind und hier die Schifferli gemacht haben mit dem Blätterteig. Und wir sind ja hier auch in Obwalden und uns sagt man auch Schifferler. Das ist ein kleines Holzschifferli und früher sind sie mit dem am Ricken arbeiten. Sind ihr ready? Ja, wir sind ready. Kann ich liefern? Ja, was liefern? Du weißt wie. Vorstellen? Zur Vorspeise Lolo-Schnitt und Kopfsalat und ein Blätterteig-Cornet gefüllt mit Frischkäse und essbaren Blumen. Leute, es gibt einen Salat! Juhu! 1000 Punkte!
Schälchen, wow. Das haben wir jetzt auch noch nie gehabt. Klein ist ein recht guter. Danke schön. Ein guter zusammen. Das ist echt irgendein Drechsler. Da haben wir darauf gelangt, jetzt mal ein Salätchen haben. Und mir hat die Salatsauce sehr fein gedacht. Sie hat so eine gewisse Schärfe gehabt. Endlich sind wir belohnt worden mit einem feinen Frühlingssalat mit schönen Blumen und einem feinen Gipfeli, das gefüllt war mit Frischkäse vermutlich. Helen, kannst du jetzt so sagen, ob das selber gemachter Blätterteig ist oder nicht? Ich wollte noch fragen, aber ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht, aber ich bin nicht sicher. Ja, von dem Blätterteig-Dings, ich glaube nicht, dass es selber gemachter Blätterteig war. Das hat definitiv einen Abzug gegeben. Ja, ich hoffe, es sei alles gut. Tipptopp. Übrigens, das Gebäck. Wir können vielleicht ein bisschen diskutieren miteinander, was das symbolisieren könnte. Steinfass, ja, Holzsteinfass. Ja. Aber ich denke, es hat eher der Trichter mit den Kühen am Zoo, gell? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Die Frauen müssen jeden Gang nach Kriterien wie Präsentation, Geschmack oder Kreativität bewerten, von 1 bis 10 Punkten. Die Gewinnerin wird erst in der Finalsendung bekannt geben. Ja, liebe Landfrauen, ich hoffe, wir haben ein bisschen diskutiert, aber es hat sicher nicht mit dem hier zu tun. Das Gebäck. Ja, der Alpsagen Trichter war es. Nicht? Nicht? Dann ist es Steinfass. Was könnte es denn noch sein? Ich muss noch auflesen. Jetzt ist das die Lesung. Das Gebäck hat eigentlich die Schiefersellen symbolisieren. Ja, wir haben nicht gewusst, wie das aussieht. Ich auch nicht. Das Blätterteig Garne auf dem Salat bei der Vorspeise, das hat sich herausgestellt, dass das ein Schieferli ist. Also es hat so ausgesehen wie so eine Hutte. Das heisst eben hier im Obwaldnerland Schieferli. Weiter geht's mit dem Hauptgang. Wir haben hier Kernser Edelpilz, der wirklich vom Nachbardorf, oder sprich vom Heidi, seine Nachbarn haben dort so eine Pilzfabrik und werden eigentlich auf diesen Klötzen hier so angezüchtet. Und man kann sie so wunderbar abschneiden und kann auch selber mal so einen Block bestellen und selber mal probieren. Pilze wie Shiitake oder Kräuterseitlinge sind dabei. Plötzlich muss es rassig gehen. Pilz, Lauch und Äpfel, alles muss in die Pfanne. Es ist gerade der Moment, wenn man weiss, jetzt ist der Hauptgang, es ist gerade Engpass, zeitlich. Ist gerade schnell eine Herausforderung. Vor allem mit dem Fleisch und allem, noch sauber backen. Ja. Oder hier noch so in Rahmen, oder was ist mit dem? Nein, jetzt müssen wir noch hier Platz machen, dass wir nachher das Fleisch schneiden. Das Kalbsfilet haben wir jetzt gut 4 Stunden niedergegart, also sous vide gegart, in diesem Wasserbad drin, bei ungefähr 49 Grad. Und das nehmen wir jetzt rausnehmen, fein schneiden. Oder eben die Schnitzel machen und die Schichten. Und noch überbacken. Dann haben wir 2. Was? Weißt du, es hat ja letztes Mal schier gekniegelt. Oder willst du 3? Nein, 3. Dann haben wir eben gesagt, 3 Fleisch und 2 Brot. Also, zack, zack. Die feuerfesten Pfännchen gehen zum Überbacken noch für 7 Minuten in den Ofen. Und fertig ist der Hauptgang. Kalbfleischschnitzel mit Lauch, Äpfel und Pilzen, an einer Surrahmsauce und Schiffelerbrot. Das ist Brot aus regionalem Mehl. Extrem zarter Fleisch. Das war sehr fein, sehr bodenständig und gleich sehr edel. Es hat mich ganz eine spannende Variante gedacht, für ein Filet zu servieren. Das habe ich wirklich noch nie selber gekocht oder so gegessen. Ja, es ist so Käseschnitte, wenn wir es bei uns sagen, eben Käse und unten dran Brot, ist es so, kommst du an der Kilbe über oder sonst an einer Hundsverlochete und das für ein Landfrauenessen zu machen, finde ich sehr mutig. Also Wärschaft, aber der Äpfel tut es eine Art wie immer wieder so ein bisschen auflockern. Irgendwie. Das ist eine gute Mischung. Ja. Ich bin kein Fan von
Früchte im Warmen, also irgendwelche warmen Gerichte. Aber der Äpfel hat es so ein bisschen aufgelockert. Es ist einfach weniger, genau weniger. Leichter, ja. Genau, ja. Wenigstens das Gefühl, ja. Ja, genau. Schon kämpfen. Also sie hat das auf den Punkt bringen, auch das Filet, dass das gut durch war. In diesen Schichten hinein. Es hat ja alles für sich stimmen. Ich glaube, das hat schon noch etwas gebraucht, dass sie das so angebracht hat. Für mich ist das eine Geschmacksexplosion gewesen. Eben mit diesen verschiedenen Sachen, die es dort drin hatte. So eine Entdeckungsreise. Kommt alles wieder zurück. Leer. Bist du blöd? Bist du so nicht blöd? Hey, sie nimmt die Nummer 1 gesagt. Echt? Nein, ist gut. Jetzt hast du mir gerade Angst gemacht. Das Dessert muss nur noch angerichtet werden. Der Mürbeteig mit der Rhabarber, Erdbeerfüllung und der Meringue-Kube haben sie am Vormittag vorbereitet. Das Dessert wählen, wo ich etwas nehmen kann, das ich im Garten habe. Und die ersten Erdbeere blühen jetzt schon und sind auch schon ein bisschen reif. Und sicher auch der Rhabarber, der am Frühling ganz typisch ist. Und dann habe ich wirklich einen schönen Stock, das wollte ich machen. Und auch hier wieder eine Kombination von Sauer und mit dem Meringue, der oben drauf ist, auch noch ein bisschen speziell. Gerade, ja. Hebst du es bitte gerade? Ja, ist gut. Zum Dessert ein Rhabarber, Erdbeerkuchen mit einer Meringue-Haube. Ja, das sieht anders aus. Wow. So kann das cool. Gute miteinander, geniessen den Abschluss. Danke sehr. Kommt da schon noch sauer? Ist fein. Das Dessert war halt wirklich schon sehr fein. Mürbeteig ist halt einfach immer etwas Gutes. Das ist so etwas Feines, so ein feiner Gau. Das Dessert war relativ einfach, hat mir gedacht. Es hat auch nicht so viele verschiedene Elemente. Es war aber geschmacklich gut. Der Hauptgang schon recht deftig war, sind wir dann wirklich ins Kämpfen gekommen mit Essen. Wenn es voll ist, ist es einfach voll. Auch der letzte Gang wird bewertet. In der Küche ist die Erleichterung gross. Und? Leer. Gut, gratuliere. Danke. Gut. Danke vielmals. Danke. Das Ziel ist erreicht. Wir hatten Spass gehabt, es ist geglückt. Ein gutes Team. Alles heil unten nachgekommen, alles heil wieder oben. Ja. Alles ausgegessen. Oh, Kompliment der Küche. Sobald trinken wir Kelly. Ja. Darum haben wir Ach, du bist gut. Bäckchen und Kelly und Schnaps. Wie es ist. Oh, Kaffee. Ja, ich halte es nicht. Kräuter. Nächste Woche geht es zum Gewunderviertel Katrin Ite auf Unterägeri im Kanton Zug. So mal eine Bank und keine Stiere, gell? Ich bin Gott, Frau. Da hatte ich ja keine Angst, aber... Ich habe mega gekämpft.